Hallo, liebe Lüd, ich bin Anke Kell, Dramaturgin am Ohnsorg Studio und gebe jetzt eine Einführung in De Ole Mann und de Zee am Studio. Schlicht und einfach zusammengefasst geht es um den kubanischen Fischer Santiago, der seit 84 Tagen keinen Fisch mehr gefangen hat. In den ersten 40 Tagen, also in den ersten gezählten 40 Tagen, hat ihn ein Junge begleitet, der dann aber von seinen Eltern auf ein anderes Schiff geschickt wurde, weil der alte Mann kein Glück mehr auf dem Meer hatte. Und nun fährt der alte Mann allein hinaus am 85. Tag und hofft darauf, dass dies sein Glückstag wird. Und tatsächlich fängt er dann auch einen Fisch, und zwar den größten seines Lebens. Es ist ein Marlin, ein Speerfisch. Doch bevor er ihn an Land bringen und beweisen kann, dass er zu solchen Triumphen noch in der Lage ist, muss er dann doch alle Kräfte aufbringen, um nicht nur gegen den Fisch und dessen Überlebenskampf anzutreten, sondern auch gegen andere Kräfte, die das Meer noch hervorbringt. Der Roman The Old Man and the Sea ist 1952 erschienen und der letzte wichtige Roman des amerikanischen Schriftstellers Ernest Hemingway. Das Thema des einsamen Fischers hat Hemingway, der selber auch ein passionierter Angler war, bereits viele Jahre begleitet. So geht diese Geschichte von Santiago und seinem größten Fang zurück auf eine 200-Wort-Reportage über einen Fischer im Karibischen Meer, die Hemingway schon 1936 in der Zeitschrift Esquire veröffentlicht hat. Und auch dieser Fischer hatte einen Marlin gefangen und wurde schließlich von Haien angefallen, die ihm seinen Fang dann wiederum abnahmen. Die großen Themen des Stücks neben der konkreten Tätigkeit des Fischers sind Einsamkeit, Kampf, Alter, Liebe und Tod. Nimm's schloop zijn oren dag alleen mee. En dat gaat nun mal nicht anders. Der alte Mann lebt allein in einer kleinen Hütte, seine Frau ist bereits verstorben und sein engster Vertrauter ist der Junge, der ihn lange beim Fischen begleitet hat und ihn nun ein wenig im Alltag unterstützt und beispielsweise dafür sorgt, dass der alte Mann regelmäßig isst. Auf dem Meer zeigt sich die Einsamkeit des alten Mannes besonders deutlich. So wünscht er sich oft den Jungen an seine Seite, entweder weil er Unterstützung braucht oder weil er sich einfach seine Gesellschaft wünscht. Dan zei hij Loet, ik den Jongman hier. Hij kom je helpen und dit hier zien. Der alte Mann tritt in Kontakt mit allem, was ihn umgibt, dem Meer, dessen Struktur und Eigenarten ihm bestens vertraut sind, Vögeln, die über dem Wasser kreisen und schließlich dem Fisch, den er fängt und der sowohl sein Begleiter, sein Freund, ja sogar sein Bruder, aber eben auch sein Gegner wird. Er vereint also alles, was intensiven Kontakt bedeutet. Und das Meer liefert den Kontext für eine elementare Erfahrung, die der alte Mann am Ende seines Lebens macht. Wie es für einen Fischer typisch ist, verlässt er seinen eigenen Lebensraum, um selbst am Leben zu bleiben. Es ist nämlich die Bestimmung eines Fischers zu fischen, also folglich auch zu töten und sich mit einer Kraft zu beschäftigen, die nicht menschlich und zivilisiert, sondern eben wild und unberechenbar ist. Der Vorgang des Tötens hat eine große Bedeutung für den alten Mann, insbesondere weil er eine Beziehung zum Fisch aufbaut. So denkt und handelt er eigentlich auch widersprüchlich. Er liebt den Fisch und tötet ihn. Und er tötet ihn, weil er ihn liebt und respektiert. Fisch, ich mag die. Und ich hef großen Respekt für die. Aber ich mag die Tod eher diese Dach ist. Genauso beschreibt er das. Es ist wie ein festgeschriebenes Gesetz, also ein Vorgang, der genauso stattfinden muss. Beide haben keine Wahl. Der alte Mann nicht, weil er ein Fischer ist, und der Fisch nicht, weil er Fisch ist. Und beide spielen ihre festgelegten Rollen in einer immerwährenden Verabredung. Und zum Thema Kampf, also der alte Mann weiß, dass er alt und schwach ist, und dennoch nimmt er den Kampf auf. Er glaubt fest daran, dass die Stärke seines Willens und seine Kenntnisse über das Fischen sich messen können mit der körperlichen Kraft des Fisches. Gleichzeitig durchlebt er Momente des Zweifels, er denkt viel nach und versucht, die Zusammenhänge seines Handelns zu verstehen. Und dann mahnt er sich wieder, das Denken zu unterlassen und erklärt sich selbst sogar für verrückt, wenn er sich zu tief in Gedankenspiele verstrickt. Er versucht dann, seine Denkprozesse anzuhalten und eben zu handeln. Ein anderer Aspekt ist das Glück, das Hemingway ins Spiel bringt.
Oft spricht der alte Mann davon, dass er doch langsam etwas Glück haben könnte, dass er es sogar gern kaufen würde, wenn das möglich wäre. Er sagt auch, dass er etwas Glück verdient habe. Es ist ein Spiel, auf das er sich eingelassen hat, mit dem Einsatz des eigenen Lebens, obwohl seine Chancen gering sind. Würde er es nicht tun und aufgeben, verlöre das Leben seinen Sinn. Also kann das Werk eigentlich auch als Abhandlung über die Zähigkeit eines Menschen verstanden werden. Egal wie schlecht die Chancen stehen, ein Mensch gibt nicht einfach auf. Im englischen Original "A man can be destroyed but not defeated" und bei uns im Stück auf Plattdeutsch Aber der Mensch ist nicht auf dem Hocksick kriegen, Tolot. Du kannst einen Mann vernichten, aber nicht kriegen. Der Regisseur Jasper Brandes und ich haben in etwa 4 Wochen aus der literarischen Vorlage eine sogenannte Strichfassung erstellt. Wir haben den Roman stark verdichtet zu einer Bühnenerzählung, die natürlich nicht zu lang werden durfte. Insgesamt haben wir ungefähr 2/3 des Romantextes gestrichen und uns auf die Kernerzählung konzentriert. Und während der Proben haben wir dann an einigen Stellen die Sprache noch angepasst, aber wir wollten bei einer literarischen Erzählung bleiben und eben auch nichts umschreiben. Und Jasper Brandes und der Schauspieler Holger Dexne sind dann während der Proben noch mal ganz tief eingetaucht in den Text und haben dazu dann Spielvorgänge erfunden. Der Bühnen- und Kostümbildner Andreas Freichels, in dessen Boot ich auch gerade sitze, hat einen assoziationsreichen, ästhetisch dichten Raum geschaffen, der die Spielwelt definiert und die Vorstellung eines Fischers auf dem Meer ermöglicht. Hinzu kommt dann noch die Ebene der Musik, eine sehr wichtige Ebene. Mario Ramos hat eigens für diesen Theaterabend Musik komponiert, die sich wie ein eigener Spielpartner verhält und die Figur des Fischers bzw. des Erzählers begleitet, mit ihm interagiert und ihn durch die gesamte Erzählung trägt. Und diese verschiedenen Künste, Literatur, Schauspiel, bildende Kunst und Musik greifen dann ineinander und schaffen unsere theatrale Interpretation von Hemingways Roman. Warum erzählt man Romane auf der Bühne? Vielleicht, weil sie eine Komplexität anbieten, die zur Vertiefung, Konzentration und Interpretation einlädt. Also Romane haben meist sehr gründlich erzählte Figuren und Konflikte, die ästhetisch anspruchsvoll sind und auch zur Identifikation einladen können. Und das ist sehr inspirierend für die Spielwelt, die im Theater geschaffen wird und kann eben auch einen ganz eigenen künstlerischen Zugriff ermöglichen. Und mit den Mitteln des Theaters erschafft man dann auf Grundlage des Romans ein eigenes Stück, das dann auch ganz klar die Handschrift der Regie trägt. So haben wir uns beispielsweise entschieden, die Geschichte vom alten Mann aus der Perspektive des mittlerweile erwachsenen Jungen zu erzählen. Das schafft dann Raum für die sinnlichen Ebenen der Erzählung, macht die Haltung der erzählenden Figur greifbar und bietet somit eine verdichtete Lesart des Romans und eben eine bestimmte Perspektive auf die Geschichte an. Hemingway hat sein Erzählprinzip so beschrieben: Ich versuche immer nach dem Prinzip des Eisbergs zu schreiben. 7/8 sind unter Wasser für jeden Teil, der an die Oberfläche kommt. Man kann sicher sein, dass viel mehr da ist, als man beim ersten Lesen aufnimmt. Man kann also sagen, dass wir in dieser Arbeit auch unter Wasser getaucht sind, um diesen Eisberg zu erforschen. Die beiden Übersetzer Hartmut Cyriax und Peter Nissen haben aus dem amerikanischen Original direkt ins Plattdeutsche übersetzt und der bekannten Geschichte wiederum eine eigene ästhetische Ebene hinzugefügt. Die Sprache passt auch interessanterweise sehr gut zur Erzählung und schenkt ihr einen ganz eigenen Klang. So hat das Plattdeutsche mitunter eine lautmalerischere und musikalischere Qualität als das Hochdeutsche. Für die beiden Übersetzer ist es auch vor allem wichtig, dass die Sprache kraftvoll und verständlich ist und dass die Bilder auch sofort klar werden. Auch für uns tauchten dabei Begriffe auf, die nicht unbedingt Bestandteil der Umgangssprache sind, wie zum Beispiel Raballer, was so viel heißt wie stürzen, krachen, und Klabaster, was so viel heißt wie klettern. Ein Universalwort, das wir öfter benutzt haben, war Vrögel, was ungefähr bedeutet, sich aus etwas herauswinden. Das haben wir häufig angewandt, um komplizierte physische Vorgänge zu beschreiben. Zeitlos sind natürlich die zentralen Themen: Einsamkeit, Alter, Liebe und Tod.
Aber vor allem hat uns die Auseinandersetzung mit Natur und Zivilisation interessiert. Der Blick auf die Natur und den Menschen, der in ihr und mit ihr lebt, hat sich in den letzten Jahren stark verändert und sowohl an moralischer als auch pragmatischer Dringlichkeit gewonnen. Hemingway hat sich in fast allen Werken mit der Begegnung zwischen Natur und Zivilisation beschäftigt. Er war davon überzeugt, dass die zivilisierte Hand die urgewaltige Natur bändigen kann, was er vor allem im Stierkampf beobachtet und analysiert hat. Interessanterweise oder auch konsequenterweise lässt er aber in seinem Alterswerk auch den alten Mann scheitern, wobei das Scheitern nicht als absolut zu verstehen ist, denn der Fisch wurde gefangen und erlegt, aber er war eben nicht sein letzter Gegner, nur der, mit dem er gerechnet hat. Allgemein betrachtet lässt Hemingway Kräfte aufeinandertreffen, zwischen denen ein Unentschieden nicht möglich ist. Und es geht vor allem um den Moment der Begegnung und der Auseinandersetzung mit den eigenen Grenzen und den Grenzen des Gegners. Aus diesem Moment können neue Erkenntnisse erwachsen. Man wundert sich ja, dass eine so schlichte Erzählung wie die von dem alten Fischer Santiago und seinem großen Fisch zu einem Welterfolg werden konnte, denn sie verzichtet auf alles Sensationelle. Vor der Kulisse eines kleinen Fischerbootes auf dem Meer wird aber ein ganzer Akt des Lebens aufgeführt. Und nicht zuletzt steht das Meer natürlich auch symbolisch für Unendlichkeit bzw. nicht sichtbare Endlichkeit und ist so auch ein Bild für das Leben. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen und dann bleibt mir noch zu sagen, wie freit uns ob sei in unser Studio.